Dankzij van het Buchharchen Eihe op einen Stein, geschrieben von Jimmy Evans, übersetzt en Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für vandaag. Aufteilung 3. Wo diene droom eie te buien. Kapitel 7. Gottes Büplan für eiheliches Glück. Wat is die Verstellung von een volkomener Partner? Als du nu een man oder eine Frau bist, ich kann ziemlich gut raten, wat die Antwort sein wird. Nachdem, dat ich für viele Jahre eihelig Rot gegeben habe ich geleerd, dat wir alle im Grund genommen sehr überein sind. Mit der Uitnahme von wat andere persönliche Dinge, wo sie nur kicken, haben beide Geschlechter allgemeine Richtlinien, für was sie von dat andere Geschlecht verlangen. Für einen Mann ist die ideale Frau die Person, wat am nur ein König feilen macht. Hij will eine, wat am Tausch spricht, wat hij für ein großartiger Mann ist, und am durch im Leben ermutigt. Diese passende Frau trifft seine geschlechtlichen Bedürfnisse mit einem starken Drive, zit immer op het schmackste und macht dat hem so, dat hij den Daggever verabkickt nun naar huis kommen. Zij leeft so vorken als zij kan met seine Dinge wat am interessieren und wat hij zum Schein gewonnen deed. Einfach gesagt, zij is eine schmacke, heite, manehrende, omheimbekommerde Fischerkameraden. Für eine Frau ist der ideale Mann gefühlsvollen levend. Zij will einen Mann, wat levend anleidt, dat het am Heim gut geht, en so behandelt, als wann zij am Glück steht, wann het Entscheidungen machen geht. Zij will einen Mann, wat sich da opmacht, en op einen abrechten en openen Weg mit verkehrt. Der ideale Mann schafft schwer en versorgt gut mit dat Finanzielle. Hij is mildgierig, aber hij hanteert dat Geld ook wijs. Hij is een guter vader en helpt met de arbeid en ruimt dat huis. Een andere wird, Traummann ist ein starker Leiter mit dem Weg het hart. Vielleicht stimmst du nicht mit jeder Punkt mit, wat ich mag über den idealen Partner, aber ich sie sicher, dass die Beschreibung sehr dich bestimmt mit den einen Ideal. Ich sie mir nicht bloß durchwehen sicher, dass es so ist, wie ich das so beobachtet habe, aber dass es auf Gott sein Wort gegrinnt. Der Heilige Geist gibt Paulus dort an, einen idealen Partner zu beschreiben, in Epheser 4, Vers 21-33. Das ist nicht bloß ein wichtiges Lesstück über die Ehe, aber das Aufschnitt ist der Büplan für eheliches Glück. Lest diese Vers sorgfältig über. Check jünt einer zum anderen in ihr Furcht für Christus. In je frühes sieht jüne Männer so unjedon, als jedem Haaren sind. Wils der Mann steht über seine Früh, so als Christus über seine Gemeinde steht, für daher sich selbst handgeeft, Heiland zu sein. En so als de Gemeinde Christus unjedon is, so zullen de Frühes en alles ihre Männer unjedon zijn. Männer sieht jene Frühes groot so gut, als Christus seine Gemeinde gut wir, en sich selbst für handgeven deed, dat hij heilen kon, als hij erst mit dem Wort, so als mit Water, gewaschen hat, dat hij an seine Augen nicht plagig oder verknutscht, aber heilig und unschuldig wir. So sollen auch die Männer ihre Frühes groot so gut sein, als ihren einen Körper. Wer seine Früh gut ist sich selbst gut. Noch hat keiner sein eigenes Fleisch verschmähten. Ein Mensch versorgt und nährt seinen Körper, so als Christus dort für seine Gemeinde tät, wils wie Glieder an seinem Körper sind. Das ist, worum ein Mann Vater und Mutter verloten wird, um mit seiner Früh taub zu sein, und die zwei wollen ein Fleisch sein. Das ist ein großes Geheimnis, und ich mein durch mit Christus in seine Gemeinde zu schildern. Aber allemal, die Männer sollen jene Frühes groß so gut sein als jene selbst, en de Frühe sollen so sorgen, dat sie ihre Männer achten. Für Jahren habe ich diese Vers gelesen, wann ich Männer ein frühes Rot gebe und ich weiß, wo schein ein worden kennen, wann sie ihre biblische Abgaben erfüllen wollen. En alle Jahren von diesen Aufschnittbrücken hat keiner mir gesagt, dass sie nicht mitstimmen über was die Bibel sagt, dass der Partner daunen soll. Viele aber haben sich durch jeden gestiepert, ihre eine biblische Abgaben zu erfüllen. Keinmal hat ein Mann mir gesagt, dat hij nicht will, dat seine Früh am ihren soll. Keinmal hat eine Früh mir gesagt, dat sie nicht will, dat ihr Mann sich selbst opfern wird für en so dienen, als Jesus die Gemeinde dient. Ich hab aber gehört, dat sie sich beklagen, über wat der andere Partner in der Ehe nicht deed, oder deed, en dat die sich beklagen, der Partner, doordat auch nicht hat dat doen konnt, wat am traf. Die meeste Ehepaare luren mit Rotzeken, wat sie erst an een lasterhafte Draht von Beschuldignissen und Verdrussigkeit bannen sind. Hij sagt mir, wat hij von nicht verdragen kann, und sie vertelt, wat mit arm erreicht ist. Nachdem,
dat ik ook naar de beide gehorcht heb en met bovenewige dingen gehandeld heb, breng ik in immer ware naar Epheser 4, vers 22 bis 33, om hen te wijzen wat voor eine eie God voor hen geplant heeft. 3 Ursachen vind ich ändern wollen. Allgemein sind er 3 Ursachen, wo so Menschen sich stieperen an ihre Lebensändernisse zu machen. Nummer 1. Angst für die Erste zu sein. Sie haben Angst, sich zu verpflichten, ihre eigene biblische Aufgabe anzunehmen, für ihre Partner ändern. Sie wollen nicht dort Erste, weil sie haben Angst, dass ihnen dann wird ausgenutzt worden, wenn sie sich anstellen. Je mehr Hochmut und Weidog in das Verhältnis sind, je stärker je erste Gegenstand. Nummer 2. Gesellschaftlicher Einfluss. Die zweite Ursache, wo so Menschen ihre eigene Aufgabe in der Ehe verstehen, ist gesellschaftlicher Einfluss. Wenn ich meine dort sei, dass der Apostel Paulus schreibt, dass sie sich für ihre Frühes abopfern sollen und selbstlos ihre Bedürfnisse erfüllen, kicken viele mich so an, als wenn, so wird Rambo nicht tun. Die Gesellschaft hat diese ganze Generation von Männern ein verdrehtes Bild gesagt, von was dort ist, ein Mann zu sein. Wegen dort verdrehte Bild haben viele Männer ihre von Gott gegebene Abgabe als abopfernde Diener dort zu sein, aufgesagt und sind selbstsicher, stierkopfige Eigenschaften. Krieg so auch antworten viele früher auf einen besseren Weg zu den Vorschlag, dass sie den Mann ungedon sein sollen. Wenn du an den groß gelesenen Schriftaufschnitt von Epheser 5 kicken wirst, wirst dort sein, dass es mit einem anfolgenden Satz anfängt, was du sagst. Schickt gönnt einer zum anderen nicht ihr Furcht für Christus. Dann redet der Apostel Paulus zu den Frühers, über wo sie ihre Männer sollen ungedon sein, und dann sagt er auch zu den Männern, wo sie sich ihre Frühers unterstellen sollen. Ich glaube nicht, dass es Gottes Willen ist, dass Männer über Frühers regieren oder die ungeholen. Als Gott Adam und Eva in der Ehe mögt, wird durch keine Rede von, dass Adam über Eva oder Eva über Adam wird. Sie wären leibende, gleichstehende Partner, wat geschaffen wären, um sich untereinander dort zu geben, wat den Partner fehlt und aber nicht hat. Wenn Epheser Kapitel 5 sagt, dass früher ihre Männer ungedon sein sollen, so ist zu dem Herrn, gebet er nicht, eine anwichtige Stellung zu nehmen in das Verhältnis. Dort sagt er einfach, wo sie ihr Part tun kann und ihren Mann seine wichtigsten Bedürfnisse erfüllen. Der Mann soll dasselbe tun für er, indem er seine Aufgabe erfüllt. Nummer 3. Fehlender Glauben. Die dritte Ursache, wo so Partner ihre eigene biblische Aufgabe auflehnen, ist Unglauben. In gewissen Fällen ist das nicht wegen Angst oder Täuschung, dass eine Person ihre Aufgabe in der Ehe nicht nehmen will. Das ist einfach wegen sie nicht glauben, dass es schaffen wird. Aber ohne Glauben ist das unmöglich, Gott zu gefallen. Wer nur Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, und dass er die belohnt, die am ehrenslich siegen. Hebräer 11, Vers 6. Und die, wat sich wehren, sich zu verpflichten, um ihre Aufgaben in der Ehe zu erfüllen, stelle ich 2 Fragen. Glaubst du an die Bibel? Wenn die meisten dann antworten, ja, dann frage ich, schafft dort, wat du kriegt nu in deine Ehe ist? Meistens antworten sie dann, nee. Ich versuche ihnen dort dann freundlich zu erklären, wo so der Glauben an Gott sein Wort die einzige sinnvolle Entscheidung für irgendein Christ ist. Und ihr seht ihn nicht hart. Hast du irgend Ängste, wat die hindern, von die selbst ganz Hand zu geben zu deinen Partner, so als du weißt, dass du sollst? Wo ist das mit der Gesellschaft? Hast du ein biblisches Verständnis über wo ein wahrer Mann oder eine wahre Frau sein sollen? Oder bist du von einer verfehlten und selbstverdorvenden Welt verleitet worden? Stellst du dort manchmal in Frage, ob die Bibel immer noch schafft? Fehlt dir was an dein Glauben? Ich will dir ermutigen, ob ernst über diese Frage nur zu denken und die sogar mit deinen Partner taub darüber zu unterholen, wenn das möglich ist. Wenn wir bei den Hindernissen, die uns aufholen, von Dingen klar sein, vorbeikommen können, wo wir Gott seine Klugheit anfangen zu verstehen. So als die Ehe geplant hat, ist vollkommen. Dort ist wirklich so, dass Epheser Kapitel 5 die Beschreibung von der Traumehe ist, wo beide Partner kriegt dort tun, was die andere Person haben will, und was ihm oder er fehlt, dort oder sie tät. Wenn wir uns im Glauben bloß verpflichten würden, unsere Abgaben in der Ehe für uns ganzes Leben zu erfüllen, würden wir was Ungleichliches erfahren. Folgen von unseren eigenen Abgaben erfüllen. Hier sind 3 Dinge, die zu weh geschafft wurden, wenn Männer und Frühers ihre Abgaben so erfüllen aus Epheser 5,
Vers 21-33 sagt. Erstens, biblische Abgaben erfüllen Bedürfnisse. Wir können nicht ganz dort stellen, was unsere eigenen Bedürfnisse sind. Wenn wir dort können, würden wir uns nicht befreien dürfen. Unsere Partner können viele von den Bedürfnissen erfüllen, was wir selbst nicht kennen. Wenn unsere Partner ihre biblische Abgabe erfüllen, worden unsere eheliche Bedürfnisse erfüllt. Ein Mann sein größtes eheliches Bedürfnis ist sein Bedürfnis für ihr. Ist dort nicht interessant, dass Gott eine Frau gebet, sie soll sich dem Mann unterstellen, so als zu dem Herrn? Wenn eine Frau ihren Mann mit einer Frauenanstellung ehrt, erfüllt sie sein tiefstes eheliches Bedürfnis. Kriegt so erst dort, wenn ein Mann sich selbstlos abopfert, um seine Frau zu versorgen und zu leben, erfüllt er ihr tiefstes eheliches Bedürfnis, dort Bedürfnis für Sicherheit. Eine Frau braucht einen Leiter, wat er treu und abopfernd beschützen und versorgen wird. Wenn ein Mann dit mit einer guten Anstellung tät, worden eine Frau ihre innerlichste Verlangen erfüllt. Zweitens, biblische Abgaben beschützen. Viele Frauen haben Angst, sich ihre Männer auf einen biblischen Weg unterdun zu machen, wegen sie wollen nicht misshandelt worden von einem dominierenden, ehensinnigen Mann, wat er utnutzen wird. Aber frühes, wat wenn dein Mann, wonen du die unterstellst, ein Abopfernder deiner wir, wat die lebt in deine Bedürfnisse schnell feilend in deimotig erfüllt. Dort wird eine andere Sache sein, nicht so? Kriegse haben auch viele Männer Angst, sich für ihre Frühes zu deimutigen und sich abopfernd nur ihre Frühes zu geben, wegen sie das ewige Port von ihr Leben nicht bloß abwaschen und Kleider prassen wollen. Aber Männer, wat wenn die Früh, wat die abopfernd deinst, die wird so als ein König behandeln. Wat wenn die Früh die deint und die Bedürfnisse ivrig und mit großer Ehe zu dir erfüllt? Wirst du die in Gefahr feilen wie so eine Früh? Sicher nicht. Wenn ein Mann und eine Früh ihre Abgaben erfüllen, ist jeder Partner gut versorgt und beschützt. Je länger je jünt wären, dort ab Gott seinen Weg zu daunen, je doller ermutigst du deinen Partner auch so zu daunen. Sie düde Janje in jene Ehe, wo dat lasterhafte Rat von nicht erfüllte Bedürfnisse abhält, in ein siegende Draht von Segnungen anfängt. Aber, wenn du den Port test, mag du dort sicherer für deinen Partner sein Port zu daunen. Und wenn dein Partner den Beispiel nicht über Nacht nur jet, hab Glauben an Gott und blieb dabei. Gott wird die belohnen. Aber das kostet du die sicher sein. Irgendein anderer Weg als dieser kann ab kein Weg schaffen. Drittens, biblische Abgaben bühen ab. Wenn zwei Menschen sich leben, so als Epheser 5 von Schrift, dann ist die Folge davon, die begonende Leib, Noheit und Vertrauen. Biblische Abgaben folgen, haft die Folge, dort Verhältnisse Jahr für Jahr wachsen. Wenn du ihr schleifst, dort es nicht besser werden kann, dann datet. Manchmal musst du die selbst kniepen, um die zu versichern, dass die Ehe eine Wirklichkeit ist. Deine Gefühle sind so gesund, dein Respekt ist so deep, dein Verlangen ist so stark. Das ganze Verhältnis wird immer besser und besser, je länger du den Port erfüllst. Wenn du den biblischen Port nicht erfüllst, passiert das Gegenteil. Alles fängt an zu verkommen, und alle Hoffnung für eine Traumehe verwandelt sich in ein erschreckender Traum. Wenn du die von Dogram kickst, wirst du dort sein, dass sich Rammer der Ehe als Anstalt eine Umgebung von Misstrühen gesagt hat. Wenn die Ehe auch noch männlich respektiert wird, sind Menschen allgemein allen bet misstrüisch über die Gelegenheit, eine langholende, erfolgreiche Ehe zu haben. Wenn sie dann wahrer von einer Ehescheidung hören oder ein anderes miserabeliges Paar, worden ihre Ängste bestärkt. Frag die selbst, wie viel schlechte Ehen, wovon du anweist, bestehen aus zwei Menschen, was sich untereinander so leben, als die Bibel sagt, dass sie sollen. Keine, nicht so? Denk auch mal even nach, wie viel schlechte Ehen bestehen aus einen selbstsicheren, temerig von Tüß, Mann, oder eine eheliche veranierende Frau. War noch keine Beschreibung jeder schwere Ehe kriegt beschrift, die das nicht lang klar zu kriegen, dort schlechte Ehen anfangen mit Menschen, wat nicht biblisch sind an ihr Port daunen. Sie ermutigt mit dieser Wahrheit. Die Ehe schafft noch besser gesagt, die Ehe ist wundervoll. Gott sein Plan für Ehe ist ein abopfernder, deinender Mann und eine ehrende, dromgebende Frau. Ihre Leib, wat selbstlos aufeinander gezielt ist dort geehnt, um ihr Verhältnis durch im Leben vorwärts zu bringen. Wenn Gott seine Aufsicht für die Ehe neu gegangen wird, entsteht ein vollkommenes Freundschaft zwischen Mann und Frau. Wenn das auch lang nicht dort ist, wat viele erfahren,
Steht für keinem Wort, wat nicht zu erlangen geht. Eine glückliche biblische Ehe fängt an, wann der Glauben ab Gott sein Wort gesagt wird, in Glauben, dort heide Antworten haft, wat je seken. Je moet in Gott seine Aufsicht für die Ehe durch Glauben gehorchen, für je die Segnungen von Leben Erfüllung erfahren können, wat Gott für uns alle geplant haft, uns daran zu erfreien. Indem du jefst, wat deine Leib auf viele Wege terechtkommen. Indem du dienst, wat Gott die ehren und segnen. Indem du dein Leben jefst für deinen Partner, wirst du das Leben finden, wat du gesagt hast. Lüge nicht länger. Bü jene Ehe no Gottes Büplan. Deine Traum-Ehe lüht. Jeft, en jünt wordt eine goude moed, doelgedrekt, taub geschah dat een eeuwfallende schout gejeft worden. Miels met die moed, dat je voor andere brokken, wordt jünt ook toegemeten worden. Lukas 6, vers 38. Dankzij voor dat Bierkarchen Ehe op einen Stein. Ik wens dat dit wordt een hulp zijn voor die en de hoopning te een sterkere Ehe bouwen.